Grüß euch miteinander und herzlich willkommen zum heutigen Summit. Heute sind wir wieder in Bern, eben hier vor dem Bundeshaus, direkt auf dem Bundesplatz. Und das aus dem Grund heraus, weil wir mit dem Thierry Burkhardt ein Gespräch hatten. Der Herr Burkhardt ist der Präsident der FDP und hat mit dem Matthias Mast zusammen auf dem roten Sofa viele spannende Themen diskutiert. Darunter haben sie auch über einen aufkommenden Wahlkampf geredet. Aber jetzt wieder genug von mir und ich übergebe ihm Herrn Mast ins Studio. Die Kleinen sind da, sagen wir recht. Thierry Burkhardt, jung, dynamisch, hat man früher gesagt, so der urbanen, bürgerlichen, aufstrebenden Karrieremenschen. Wenn ich euch so bildlich sehe, würde das zutreffen. Danke, ich würde es als Kompliment nehmen, wenn es eins wäre. Aber ich muss sagen... vergessen, jung, dynamisch, erfolgreich. Oder das erfolgreich wäre da auch nicht drin. Ich bin 48, da kann man darüber streiten, ob das jetzt jung oder nicht jung ist. Das spielt auch nicht so eine Rolle. Aber ich wohne auf dem Land, also urban bin ich auch nicht. Und ob ich dynamisch bin, weiss ich nicht. Und erfolgreich, das wird sich auch dann erst zeigen am 22. Oktober. Gut, das kokettiert ein bisschen, weil der Zürcher würde jetzt sagen, ihr seid einfach ein Aargauer, oder? Der schaut einfach ein bisschen auf Zürich und will auf Bern politisieren. Ja, ich sage immer, ich bin ein einfacher Provinzpolitiker aus dem Aargau und das bin ich geblieben. Egal, ob ich jetzt Parteipräsident bin oder nicht. Entscheidend ist, wo man herkommt, wo man steht und wie man auch leben. Und insofern bin ich natürlich stolz, dass ich die Partei präsidieren darf. Aber ich sehe das nicht als grosse Merite, sondern ich sehe das vor allem als verantwortungsvolle Aufgabe. Aber ihr seid gross geworden, immer auch politisiert worden, wo so Typen wie ein Uli Bremi war, wo Gewerbeverbandspräsidenten oder Arbeitgeberverbandspräsidenten auch aktiv in Politik gemacht. Die fehlen jetzt ein bisschen in eurer Partei, oder? Nicht nur in unserer Partei. Also ich würde sogar sagen, wir haben auch noch Unternehmer bei uns, sei es in der Fraktion, aber jetzt auch unter den vielen Kandidatinnen und Kandidaten und hoffen natürlich, dass der eine oder die andere dann auch gewählt wird und uns diesbezüglich unterstützt. Aber es ist ein allgemeines Phänomen, oder? Es ist ein Phänomen, dass sich insbesondere Unternehmerinnen und Unternehmer immer wieder sagen, ich würde schon gerne Politik machen, aber ich habe keine Zeit. Und ich sage dann immer, wenn nur noch die Politik machen, die Zeit haben, dann hat man wahrscheinlich nicht nur die in der Politik, die man gerne hätte und die eben für das Unternehmertum politisieren. Darum tue ich mich immer dafür einsetzen, um die zu animieren. Aber es ist tatsächlich nicht ganz einfach. Es ist ja so. Ich glaube, das Unternehmertum ist an sich schon enorm aufwendig, aber Politik ist halt auch sehr aufwendig geworden. Und gerade Bern, gerade im Ständerat, ist Miliztätigkeit nicht mehr wirklich nebenzu machbar. Oder ich muss so sagen, es ist nicht mehr eine eigentliche Milizarbeit. Hat es bösartigerweise gesagt, dann kommt noch das Golf spielen. Dann kommt noch so ein bisschen so quasi... Also ich spiele nicht Golf. Work-Life-Balance. Du spielst nicht Golf? Nein, um Gottes Willen. Nein. Ich tue in der Freizeit reiten, auch eben auf dem Land. Und gut, ist aufwendig. Ja, ist aufwendig. Ja. Also nicht wie Golf, aber ja genau. Und gehe gerne nach Schwingfest, Handballmatch, also eben, Aargauer ist normal. Könnte doch bei der SVP sein eigentlich, oder? Nein, ich kann nicht bei der SVP sein. Oder sie klischieren natürlich jetzt sehr gerne und das ist auch okay. Ja, klar. Das ist auch okay. Aber ja, kein Problem. Nein, ich halte nicht viel von diesen Klischees. Oder das ist ja gerade der liberale Ansatz, den wir vertreten von der FDP her. Jeder soll so leben wie nach seiner Fasson. Soll das Leben so gestalten, wie es für ihn oder wie es für sie passt und völlig unabhängig von dem, in welches Schema das man jetzt reinpasst. Wir sind eine bodenständige Partei, wir sind natürlich eine Partei, die viele Lebensformen vereint, aber was uns eint, ist natürlich eben genau für die freiheitliche Lebensgestaltung einzustehen. Jetzt haben wir schon die Frage beantwortet, die ich einfach gestellt habe. Wie definiert ihr eine liberale Politik? Das könnte man eigentlich eins übernehmen, was ihr jetzt gesagt habt. Ja, dazu kommt natürlich, dass wir uns sehr für die Freiheit einsetzen, also für die freiheitliche Lebensgestaltung, aber dass ein freisinniger Mensch, ein liberaler Mensch, ist eben auch bereit, Verantwortung zu übernehmen. Man kann nicht nur die Freiheit haben. Die Freiheit ist ein Privileg, wo man dafür kämpfen muss, jeden Tag dafür kämpfen muss.
Aber wenn man das will, muss man auch bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Das heisst, in der Gesellschaft, aber natürlich auch zum Beispiel verantwortungsvolles Unternehmertum. Darum rege ich mich natürlich immer so auf, wenn wir dann da irgendwie Abzockerei mit uns verbinden. Ganz im Gegenteil. Verantwortung ist für uns genauso wichtig wie die Freiheit. In all den Jahren, als ich Politik verfolgt habe, bin ich eingestiegen in den Journalismus, wo einfach die FDP, das ist eine Macht im Bundeshaus, das ist ganz klar gewesen. Die SVP war so quasi Juniorpartner gewesen. Geschichte muss ich jetzt nicht mehr erklären, es hat sich quasi gedreht. An was ist es denn gelegen? Ist die FDP jetzt links geworden? Hat sie ihre Ideal vom Liberalismus vergessen? Oder welch Wunder oder welch negatives Wunder ist da passiert? Also zuerst einmal, wir sind von niemandem der Juniorpartner. Wir sind eine eigenständige Partei, aber selbstverständlich muss man im schweizerischen System immer da und dort mit anderen Parteien zusammenarbeiten, sonst bringt man es nicht zu Mehrheiten. Aber das sind wechselnde Zusammenarbeiten, selbstverständlich. Was ist passiert? Man muss zuerst mal sehen, die FDP die ist entstanden aus den Regionen heraus, vor 150 Jahren, also vor 175 Jahren. Mit der Staatsgründung, der Bundesstaatsgründung, hat sich die Bewegung dann auch entwickelt und es hat dann auch die Parteigründung gegeben. Die ist aber entstanden in den Regionen, in den Kantonen heraus. Und der Freisinn hat Radikale, es hat die Liberalen, es hat die Demokraten. Die haben das einende Element vom Liberalismus, von der freiheitlichen Politik, aber es hat verschiedene Schattierungen gegeben. Und die sind auch verschieden ausgeprägt. Ich bringe immer ein kleines Beispiel bringen. Die FDP Aargau war immer eine andere FDP gewesen als die FDP Solothurn, wo sogar ein Nachbarkanton ist. Und das ist sehr gut gewesen, weil es halt föderal ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Wahrnehmung von der Politik sehr stark national geprägt worden ist. Und das ist Ende 80er Jahre, Anfang 90er Jahre geworden. Und durch das ist natürlich Problematik entstanden, dass wir eben gerade einen Freisinn hatten, der nicht einfach einheitlich war. Und dann ist eine Partei gekommen, dann in den 90er Jahren, wie die SVP, die natürlich sehr extrem war, ganz klare Position, national geführt, wenn man so will. Und da hat dann da der FDP, der sich schwer getan hat mit dem medialen Wandel, teilweise in den Rang abgelaufen. Das ist ja so. Aber was auch dazu kam, ist, die SVP hat natürlich immer ihr Erfolgsrezept darin begründet, dass sie sehr oppositionell unterwegs war, eben wenig kompromissbereit. Das schärft natürlich das Profil. Aber es führt nicht dazu, dass man tragfähige Lösungen finden kann. Und das ist schon auch der Unterschied zur FDP. Wir haben klare Positionen, wir vertreten die, aber wir sind durchaus auch bereit, wenn es nicht allzu weit weg ist, natürlich auch zu Kompromissen Hand zu bieten, weil das ist unser schweizerisches System. Es kann keine einzige Partei allein bestimmen, wo es durchgehen soll, sondern wir sind immer gemeinsam und für das sind wir natürlich auch bereit. Zu den Kompromissen komme ich noch, aber trotzdem, es ist jetzt gerade ein bisschen schnell gegangen, sehr interessant, sehr schnell. Als langsamer Berner sage ich jetzt einfach, man hat Wähleranteile der SVP verloren, weil man eben gewisse Sachen vergessen hat. Oder vielleicht hat er auch recht mit dem, dass es eben pointierter war von der SVP. Sie einfach quasi polarisiert. Aber gleichwohl, irgendwo haben sie mittlerweile auch 2 Bundesräte der SVP. Man sieht auch, dass sich auch dort das eingepegelt hat. Und trotzdem sind sie relativ hoch geblieben bei den Wähleranteilen. Und es sieht so aus, wie sie hoch bleiben. Oder auf jeden Fall nicht viel werden verlieren. Bei euch ist aber das irgendwie so ein steter Fortgang. Es hat mal so ein bisschen aufgehört zwischen ihnen schnell. Aber ich sage jetzt mal, als ihr geboren seid, war man knapp bei 25% Wähleranteil 1975 und jetzt ist man bei 15 plus. Das muss doch noch andere Gründe haben. Also dazu ist natürlich auch noch Konkurrenz aus der Mitte gekommen. Man hat dort neue Parteien, also man hat Parteien, die sich neu ausrichten. Oder früher war die CVP eine Milieupartei, um ein bisschen übertrieben zu sagen, nämlich in der katholischen Gebiet. Ja, es war das katholische Milieu, ja. Damals, ja, heute ja nicht mehr, aber damals war das so gewesen. Und eben, die hat sich auch neu entwickelt, da sind die Grünliberalen dazugekommen. Also es hat sich da, früher ist dann auch noch, hat es mal noch den Landesring gegeben und so weiter. Es ist dort stetig auch immer eine Konkurrenz entstanden. Und früher ist natürlich sehr stark, ist man auch familiär prägt, eben von der Region prägt, in welcher Partei das ist. Das ist natürlich heute auch anders geworden. Aber selbstverständlich, und auf da wollen sie ja berechtigterweise auch raus, es sind viele Fehler gemacht worden. Man hat vielleicht auch zu fest auf dem
System, wo man quasi hatte, eben eine gewisse Breite zu haben. Unter einem Dach hat man zu stark sich ausgeruht, man hat zu wenig erkannt, dass sich die Zeit eben wandelt, man hat zu wenig erkannt, dass man muss klarere Kanten zeigen muss, dass man nicht mehr... Wir kranken immer sehr oft daran, dass wir, obwohl wir nicht mehr die grösste Partei sind, dass wir immer noch das Gefühl haben, aber da, wo wir vertreten, muss dann wirklich genau so sein, wie es mehrheitsfähig ist, wie man dahinter stehen kann, wie es das Beste ist für das Land, während andere Parteien schon lange begriffen haben, man muss die eigene Position wahrnehmen und die durchziehen und dann hat man wahlmäßig Erfolg. Also wir haben immer noch das Gefühl, wir müssen die Gesamtverantwortung übernehmen. Und da müssen wir jetzt einen Weg finden, wir wollen das weiterhin behalten, wir wollen eine verantwortungsvolle Politik machen, selbstverständlich, aber gleich auch klare Kanten zeigen, das ist mein Anspruch. Seit bald 2 Jahren. Ich hoffe, es ist da und dort gelungen, aber es ist natürlich auch nicht etwas, was man gerade von heute auf morgen erreichen kann. Die Umfragen sind ja nicht unbedingt erfreulich für euch. Also, wir reden davon, dass die Mitte euch überholen könnte. Dann wäre die ganze Bundesratsfrage offen. Aber ich bleibe noch schnell dran. Tut man sich nicht zu fest ausrichten auf die Grünliberalen, dass man dort hofft, wieder Wähler zurückzugewinnen, die vielleicht zu den Grünliberalen abgewandert sind? Wäre es nicht besser bei der SVP zu graben, dass man eigentlich die holt, die zur SVP über wären, und quasi mit einem weinenden Auge gegangen, wo sie denken, eigentlich wäre die FDP. Also Punkt 1 ist, mir wird in verschiedenen Zeitungen vorgeworfen, wir sagen plötzlich so rechts geworden, seit ich am Ruder sage. Ja, in Wikipedia heisst es, gilt als Rechtsaußenpolitiker. Ja, und die anderen Zeitungen hat es schon geheißen, ich sage eher links, also seit ich Parteipräsident bin. Also das interessiert mich gar nicht. Für mich ist entscheidend, dass wir unsere eigene Politik machen, völlig unabhängig von den anderen Parteien. Wir dürfen uns nicht orientieren an den anderen Parteien. Wir müssen uns orientieren an unserer Grundüberzeugung, am Fundament. Das ist das liberale Fundament. Das ist übrigens das Fundament, das verantwortlich ist für die Erfolgsgeschichte Schweiz. Das, was uns erfolgreich gemacht hat, Wohlstand gegeben hat in unserem Land. Und an dem müssen wir uns orientieren und an nichts anderes. Und wenn wir dann gleiche Positionen haben, da und dort wie die SVP, dann ist es super, dann arbeiten wir mit der SVP zusammen. Und wenn es da und dort Übereinstimmung gibt mit den Grünliberalen, dann ist das auch in Ordnung, dann arbeiten wir mit ihnen zusammen. Auf der anderen Seite muss ich allerdings sagen, die Grünliberalen tun sich immer mehr nach links orientieren. Dann würde jetzt der Herr Gross widersprechen. Ja, aber tun Sie ihn zum Beispiel fragen, warum das es Unternehmensentlastungs- oder die Regulierungskostenbremse, die eben die Unternehmen entlasten, KMU entlasten, die ja das Herzstück ist von der Schweizer Wirtschaft, das Fundament vom Grundsatz, dass man zuerst erwirtschaften muss, bevor man ausgeben kann. Warum dass sie das zum Beispiel abgelehnt haben, zusammen mit Mitte und Links. Also insofern ist die Zusammenarbeit mit der GLP wird immer schwieriger. Wir gehen dann wirklich noch auf politische Fragen, noch schnell vielleicht abschließend. 70% der Schweizerinnen und Schweizer stimmen bürgerlich. Ich sage jetzt mal Mitte, FDP oder SVP. Knapp, oder gut 2 Drittel. Schön wäre es. Ja, 2 Drittel, aber es ist so ein bisschen hochrechnen, kann man sagen. Aber sicher deutlich mehr als die Hälfte. Und trotzdem schaffen wir keine gemeinsame bürgerliche Politik. Das passiert nie, weil irgendjemand trifft immer auseinander. Entweder stimmt die FDP mit links oder die Mitte oft mit links oder die SVP sogar mit unheiligen Allianzen. Warum bringt man das bürgerliche Bündnis nicht so auf Kurs, dass man dann auch etwas erreicht in der Legislatur? Also zuerst einmal, wir sind 3 unterschiedliche Parteien. Und entsprechend haben wir natürlich nicht immer Übereinstimmung. Das ist einmal halt so. Aber ich gebe Ihnen völlig recht. Wir müssen versuchen, mehr zusammen zu arbeiten. Wir haben es letzte Woche versucht. Dort hat die Mitte-Partei mehrere Mal ausgeschert. Ich werde ein Beispiel sagen. Höhere Abzüge für Krankenkassenprämien. Das hat den Mittelstand entlastet. Die Mitte mit links zusammen abgelehnt. Dort haben wir mit der SVP zusammen geschafft. Die Mitte hat auch abgelehnt, dass man die Regulierungskostenbremse installieren kann, die zugunsten der KMU gewesen wäre. Mittlerweile ist sie sogar dafür, dass man ein altes Anliegen von links-grün aufnimmt, nämlich die Einheitskrankenkassen, und damit natürlich verhindert, dass man Reformen im System der Gesundheitspolitik angehen können, damit die Kosten nicht einfach ins Uferlose laufen. Und das macht es natürlich schon schwierig. Also, der Gerrit Pfister hat ganz klar Strategie, zusammen mit den Linken einen Block zu bilden. Ich befrage jetzt noch Mitte Ständeräte übrigens und Ständerätinnen, die noch gegen die
Strategie verheben und zusammen mit uns im Ständerat dann wieder korrigieren. Dort stimmt eigentlich die Zusammenarbeit nicht schlecht, übrigens über alle 3 bürgerlichen Parteien. Aber wenn wir Erfolg haben in Zukunft für die bürgerliche Schweiz, dann müssen wir in der nächsten Legislatur besser zusammenarbeiten. Sie haben vorhin die Erfolgsgeschichte der Schweiz betont, die sich jetzt seit 175 Jahren sehr gut hat bewährt. Man war immer unter Druck aus dem Ausland. Reden wir von der EU, die immer wieder Druck macht, aus verschiedenen Gründen. Gerade heute habe ich in der NZZ lesen, hat jetzt die EU, also die Führungsmacht von der EU, Deutschland, vielleicht hat er so gelesen, auch Frankreich, ein 10-Punkte-Programm herausgegeben, dass man die EU reformiert, sprich die EU noch stärker macht und die einzelnen Staaten schwächt. Ich sage jetzt mal von mir aus gesehen, also mehr Geld für die EU, mehr Geld für die Zentrale. Das ist ja, wird ja immer schwieriger, eigentlich mit so einer EU irgendwo zusammenzuarbeiten. Ja, die EU macht mir Sorgen. Die EU macht mir insofern Sorgen, als es wichtig ist, dass es im europäischen Raum gut geht, weil das auch für uns sehr wichtig ist. Jetzt, wo gerade Deutschland wirtschaftlich sehr stark schwächelt, das führt natürlich auch zu einer konjunkturellen Abflachung bei uns. Insofern sind wir sehr interessiert daran, oder müssen wir daran interessiert sein, dass der Europäischen Union grundsätzlich gut geht. Sie macht mir aber darum auch Sorgen, weil sie tatsächlich immer mehr zu einer Konstruktion wird, wo eben die starken Mächte wie Frankreich, Deutschland voranziehen und dann den anderen quasi ihren Willen versucht aufzuzwingen. Und wir sind als eigenständiges Land, wo wir bleiben wollen, ich bin gegen einen Beitritt zur Europäischen Union, natürlich immer in einer schwierigen Situation. Und ich sage dem immer, es ist ein bisschen Anpassung und Widerstand. Das heisst, wir müssen schauen, wie viel machen wir, damit wir gut zusammenarbeiten können, dass wir auch davon profitieren. Wir müssen ja immer auch im Interesse von unseren Bürgerinnen und Bürgern Politik machen. Aber wo müssen wir sagen, das geht zu weit, insbesondere dort, wo es dann unsere Institutionen wie direkte Demokratie natürlich betreffen. Und das ist dafür gibt es kein Erfolgsrezept oder einfach ein klares Rezept. Ich bin der Auffassung, dass wenn man einfach alles ablehnt, à la SVP, dass das nicht zum Erfolg führen würde. Weil irgendwo haben wir das Interesse, auch wirtschaftlich zusammenzuarbeiten. Aber man muss immer wieder den pragmatischsten Weg suchen und das ist nicht ganz einfach. Und ja, für die Wahlen her würde ich gerne sagen, schwarz oder weiß. Aber so geht es halt einfach nicht. Ihr müsst euren Euro-Tour-Boss in der eigenen Partei noch ein bisschen im Griff halten. Gut, die wichtigste Christa Markhalder geht jetzt, da seid ihr auch froh, oder? Ja, sie hat grosse Kompetenzen eingebracht in unserer Fraktion, in der Außenpolitik, aber es ist ja Wirtschaftspolitik. Ja, dass wir jetzt in diesem Punkt nicht immer übereinstimmend waren, sie und ich, das ist, glaube ich, nicht unbekannt. Aber ich hatte den Eindruck gehabt, dass wir, wenn wir uns dann zusammengerauft haben, dass wir eine gemeinsame Lösung gefunden haben. Gerade auch in der Europapolitik haben wir ein Papier verfasst vor etwa 1,5 Jahren, das von den Delegierten abgesegnet worden ist, wo wir uns gefunden haben. Aber es war ein anstrengender Prozess, das will ich auch gar nicht verheimlichen. Aber ich wollte damit nur noch mal sagen, oder, wir brauchen eine gute Zusammenarbeit, auch im Sinne von unserer Wirtschaft, im Sinne von unserer Forschung, im Sinne auch von unserer Bildung. Es braucht einen entsprechenden Austausch. Wir können von dem alles auch profitieren. Aber selbstverständlich müssen wir uns nicht allem unterziehen, was die EU von uns fordert und manchmal sehr deutlich und ich würde sagen, unangenehm von uns fordert. Da muss man manchmal stehen und natürlich auch ein bisschen Rückgrat halten. Tun wir schlecht verhandeln. Also jetzt der Engländer hat es geschafft, der ist wieder in diesem Bildungsprogramm drin. Wir nicht. Also das macht jetzt der englische Premier besser als euer Parteikollege der Gassis. Also wir haben ja noch nicht mal die Verhandlungen angefangen, sind jetzt Sondierungen. Ja, Verhandlungen werden aber bald anfangen. Nein, ja. Würde ich nicht sagen. Ja. Würde ich nicht sagen, oder? Wir haben das Rahmenabkommen ist vom Bundesrat abgelehnt worden. Ich meine, das hat er aus dem Grund gemacht, weil wir keine Mehrheit in der Bevölkerung gefunden haben. Wir müssen ja immer ein bisschen schauen, auf der einen Seite eine Lösung zu finden mit der Europäischen Union, auf der anderen Seite muss man auch die Schweizer Bevölkerung mitnehmen. Die muss ja einverstanden sein am Schluss. Das unterscheidet uns natürlich ein bisschen von den anderen Ländern oder von der Europäischen Union. Und insofern braucht das natürlich ein bisschen mehr Zeit, auch im Inland. Der Bundesrat hat das abgelehnt gehabt. Und jetzt haben wir die Chance, ein besseres Abkommen zu bekommen. Aber das braucht eine gewisse Zeit. Was ist der grosse Nachteil bei uns? Wenn ich mit den europäischen Politikerinnen und Politikern rede, dann sagt es, wenn wir um das Thema reden, schnell einmal nach 2-3 Sätzen, das ist Sache der EU-Kommission. Sie verweisen immer an die EU-Kommission, die hat sehr harte, sehr dogmatische, ideologische Politik. Und in der Schweiz ist es ja so, da redet jeder noch mit. Also bereits jetzt schon.
Und zwar jeder Parlamentarier, jede Parlamentarierin weiss eigentlich, wie es wirklich würde gehen. Das ist eben die Erfolgsgeschichte von uns. Oder Ja, ein Teil von oder der in dem Fall bin ich nicht sicher, ob das ein Erfolg ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht ein Teil auf der anderen Seite vom Verhandlungstisch noch steht, indem man zum Beispiel sagt, Bundesrat sofort abschliessen Verhandlungen und unterschreiben, obwohl wir noch gar nicht verhandelt haben. Und wer schon mal verhandelt hat, weiss natürlich, wer unter Zeitdruck muss verhandeln, der verhandelt schlecht. Und dann ist das Resultat auch nicht gut, dann bringt man es auch nicht durch vor der Bevölkerung. Klar ist einfach bei diesem Abkommen, egal wie es rauskommt, unsere direkte Demokratie muss natürlich unangetastet bleiben. Also wir können zu weiteren Rechtsentwicklungen Nein sagen, das ist völlig klar. Aber auf der anderen Seite ist auch klar, das ganze Programm, das wir uns wünschen, werden wir wahrscheinlich nicht bekommen. Das ist halt auch in den Verhandlungen inbegriffen. Aber ich sage immer, jetzt warten wir mal, was kommt. Dann schauen wir an, was das Resultat ist, dann schauen wir abwägen, die Vor- und Nachteile, und dann bewerten wir es und nicht schon bereits vorher. Reden wir noch abschließend über die Sicherheitspolitik. Frau Amherd hat ja jetzt, Frau Bundesrätin Amherd hat ja jetzt so eine Position geschaffen, also eine Person, die so ein bisschen die Zusammenarbeit mit der NATO forciert, soll regeln und so weiter. Wie ist eure persönliche Haltung jetzt Schweiz-NATO? Ja, ich habe das ja nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs ja auch eigentlich lanciert, das Thema. Ich bin gegen einen NATO-Beitritt. Das wäre meines Erachtens nicht vereinbar mit unserer Neutralität, wo ich dazu stehe, zur Neutralität. Aber ich glaube, man muss anerkennen, dass wir allein im jetzigen Zeitpunkt nicht verteidigungsfähig sind, erstens. Zweitens, dass der singuläre Fall, dass die Schweiz allein angegriffen wird und die Länder rundherum nicht, sehr klein ist. Und das heisst, dass wir wenigstens oder die Wahrscheinlichkeit gross ist, dass weite Teile von Europa bedroht sind, wenn wir bedroht sind. Das heisst, wir müssen uns Optionen schaffen. Das heisst nicht beitreten, sondern das heisst, können zusammenarbeiten, wenn es notwendig wäre für die Sicherheit von unserem Land. Und wer zusammenarbeiten in der Krise oder im Krieg sogar, der muss man mindestens vorher schon mal trainiert haben. Damit meine ich nicht Übungen an der Ostflanke. Das wird für uns nie in Frage kommen. Selbstverständlich, wir wollen ja nicht Teil des Verteidigungsbündnisses sein, sondern wir wollen können zusammenarbeiten. Aber zum Beispiel in gemeinsamen Übungen, so wie man es macht jetzt mit den Luftwaffen schon, oder gemeinsame Übungen auch durchaus mal in einem angrenzenden Territorium, das scheint mir ist nicht ein Widerspruch zur Neutralität, sondern eine Vorbereitung. Das hat übrigens bereits schon Generationen vor uns ist das gemacht worden, ja. mit Frankreich zusammen. Aber ich darf ich da einhaken? Ja, ich bin das Kind vom Kalten Krieg. Ja. Es hat sich auch nichts geändert. Ich meine, früher war es der Ostblock, jetzt hat man die Sowjetunion gesagt, jetzt haben wir Russland, wenn wir es beim Namen nennen. Und dann war ja ganz klar, wir sind auf eine Art von DNA. Die Schweiz sind immer auf der Seite vom Westen gestanden, von NATO. Und die Zusammenarbeit ist aber diskreter gelaufen. Wir hätten es ja nicht unbedingt laut sagen. Aber es war in der Bevölkerung ganz klar gewesen, wenn der Krieg ausbricht, dann ist die Schweiz ganz klar an der Seite der Amerikaner, an der Seite der NATO. Muss man das so offizialisieren heute? Ja, es ist einfach eine andere Voraussetzung. Die technischen Systeme sind viel komplexer geworden. Ich möchte zum Beispiel erwähnen, dass es Bedrohungen gibt mittlerweile, Langstreckenraketen, die wir uns allein gar nicht schützen davor. Ja, aber das hat es dann auch schon gegeben, oder? Ja, oder die Satellitentechnologie, die sich massiv weiterentwickelt hat. Die Systeme heute basieren sehr stark auf Satellitentechnologie. Das war damals noch nicht so gewesen. Damals hat die Systemkonkurrenz noch nicht so eine grosse Rolle gespielt. Da hat sich die Zeit schon ein bisschen verändert. Und ich sage es nochmal, wir müssen nicht beitreten. Aber zusammen trainieren scheint mir nicht verkehrt zu sein. Das macht man ja auch in anderen Bereichen. Aber wir müssen immer die Option haben, dass wir selber nicht dabei sind. Das ist selbstverständlich klar. Aber übrigens im Kalten Krieg hat man viel mehr zusammen geschafft, als dass man weiss. Aber hinter den Kulissen, das ist klar, das weiss man heute. Da ist sehr viel gelaufen. Aber gleichwohl hat man offiziell immer gesagt, man ist neutral. Man hat die Russen auf der diplomatischen Ebene gleich behandelt wie die Amerikaner. Das ist ja heute schon anders geworden. Hat man nicht. 1951 beispielsweise hat man sich im Boykott gegen alle kommunistischen Staaten angeschlossen als Schweiz. Also von dem her, das unter dem Druck von den Amerikanern, glaube ich. Einverstanden. Ja, völlig einverstanden. Aber da würde man heute von Seiten der SVP würde man sagen, das ist ein Verrat an der Neutralität. Gut. Und wir sagen Kriegspartei. Man sieht, die Situationen ändern sich gar nicht so dramatisch und die Einstellung auch nicht. Man muss sich einfach immer justieren. Die Situation hat sich insofern verändert wieder, dass man nach 30 Jahren, übrigens habe ich das immer darauf hingewiesen, nicht ich allein, andere auch, dass es ist eben möglich, dass es in Europa Krieg gibt. Und dass man muss, dass es Situationen
Situationen gibt, wo man mit Waffengewalt bedroht ist und man sich darum mit Waffengewalt muss können wehren. Das sehen so die Grünen ein sogar, oder? Nein, die sehen es nicht ein. Nein, die sind immer der Auffassung, Pazifismus sei der wahre Weg. Sie bieten keine Hand, sie haben jetzt vielleicht nach dem Ukraine-Kriegsausbruch da und dort mal ihr Wording ein bisschen angepasst, aber sie bieten überhaupt nicht Hand. Und wir haben gigantischen Nachholbedarf übrigens als Schweiz in Bezug auf unsere Verteidigungsfähigkeit. Aber auch Europa hat auch seine Verteidigungsfähigkeit massiv abgebaut. Und das ist ja der Grund, warum das jetzt plötzlich auf die NATO, namentlich auf die USA angewiesen ist. Wenn man selber zu wenig macht, dann ist man natürlich darauf angewiesen, dass einem der Schutz gewährt wird von den USA. Da hat es wahnsinnig Versäumnis gegeben von Europa, aber auch von der Schweiz in den letzten 30 Jahren. Da müssen wir sehr stark daran arbeiten, um da unsere Fähigkeiten wieder aufzubauen. Wir sind am Schluss des Gesprächs noch schnell Bundesratswahlen. Ich sage jetzt nicht, was passiert, wenn der eine zurückziehen müsst. Ich will euch eure Hoffnung lassen, dass ihr nach wie vor die drittstärkste Partei bleibt. Aber das ist Punkt 1. Und Punkt 2 hat der Gerhard Pfister selber gesagt, bisherige Bundesräte werden nicht abgewählt. Gut, ja, das ist ja zwischen jetzt auch Ausnahmen gegeben. Aber, das ist ja so. Ja. Hat allerdings eine grosse Verwerfnis gegeben, 03, 07. Ja. Die Nullerjahre sind prägt von politischem Stillstand. Ja. Und gerade das können wir uns jetzt nicht leisten, jetzt wo Reformen so notwendig sind, wo wir sehen, dass sich die Wirtschaftslage in Europa massiv verschlechtert und auch für die Schweiz. Wo es immer noch blinkt, haben wir jetzt bei der letzten Frage das Ding gesagt, Batterie ist auch leicht am Abgeben. Aber welcher Bundesrat lädt dazu? Bei der SP, der jetzt so elegant, hat ja Frau, helfen mir schon, Frau Dömerow aus dem Rennen genommen. Oder, nein, wie hat sie geheißen? Frau Baum-Schneider hat er gesagt, vergiss schon den Namen von der gescheiterten Bundesratskandidatin. Frau Herzog. Frau Herzog, ja. Nein. Frau Herzog. Das ist ein Missverständnis. Ja, nein. natürlich. Also, eine starke Bundesrätin hat doch jetzt einfach Frau Herzog nicht wollen. Also, nein, darum das hat ist eigentlich die relativ weiche Frau Baum-Schneider gewählt, von eurer Partei aus. Vom Hören sagen lernt man lügen. Ja, gut, das ist halt so. Die Schweizer Medien sind leider geprägt davon, dass irgendwann jemand etwas schreibt und alle anderen es nachher abschreiben. Ja, und dann kommt man aber nachher wieder zu uns und sagt, ui, wir müssen Medienvielfalt retten. Dann muss ich mich fragen, wo die Medienvielfalt ist. Also es ist völlig klar, ich habe ganz klar gesagt, in der Fraktion, jeder wählt nach seinem Wissen und Gewissen. Jeder ist frei, wie er wählt. Und ich würde sagen, von uns hat es ganz viele Leute gegeben, die Frau Herzog gewählt haben. Aber es hat übrigens halt auch in anderen Fraktionen viele Leute gegeben, offenbar die Mehrheit, die Frau Baum-Schneider gewählt haben. Wir weiss zum Beispiel, welchen Rückhalt dass sie bei den Bauern hatte, darum auch bei der SVP, teilweise auch bei der SP. Dort gibt es halt viele Leute, die Frau Herzog haben mögen, aus irgendwelchen Gründen. Und auch in der Mitte, und dann gibt es halt Mehrheiten. Und für das ist es eben nicht so, dass die FDP als allein Mehrheitsfähige Partei im Sinne von Scheidungsfilm halt, lasse ich das so stehen. Persönlich, wer weiter am liebsten im Bundesrat von SP? Das kann ich doch am Wunsch sagen, das wäre nicht schlecht. Nein, es ist Sache von der SP, wer das nominiert. Es muss auch mindestens eine Auswahl geben. Und es müssen fähige Kandidatinnen oder Kandidaten sein, die wir wählen können. Und dann schauen wir das an. Wir sind alle gespannt, wer das überhaupt nominiert wird. Ich glaube, die Nomination von der SP ist fast interessanter als nach der Wahl vom Bundesrat. Merci für das Gespräch. Danke dir.